Radio Walchwil hinter den Kulissen, direkt aus dem Studio. Unsere Stammhörer und Zuschauerschaft, international, und es ist kein Scherz, wirklich international, hat gemerkt, dass wir von der Frequenz ein bisschen vogelwild geworden sind. Mal wöchentlich, mal zweiwöchentlich. Wir kehren wieder zurück zu wöchentlich. Es hat mehrere Gründe. Das ist einerlei. Was ich jetzt gerne mal machen wollte, ist euch mal auf eine kleine Reise mitzunehmen in die Produktion von Radio Walchwil. Und da in einen ganz bestimmten Aspekt. Und das werden vielleicht einige von euch gemerkt haben, dass bei der letzten Folge, die Filmmusikfolge, die großartige Filmmusikfolge mit Roland, der Audio-Podcast plötzlich nicht mehr verfügbar gewesen ist. Der Video-Podcast auf YouTube aber sehr wohl. Und das hat folgende Hintergründe. Wir haben ja da Originalmusik gespielt. Und Musik unterliegt Urheber- und Nutzungsrechten. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Und diese Urheber- und Nutzungsrechte muss man kennen und die muss man entsprechend anwenden. Das ist aber von Markt zu Markt, von Land zu Land unterschiedlich. Man kann also jetzt nicht sagen, pass mal auf, wir sind hier in der Schweiz und was wir in der Schweiz machen, machen alle anderen auch oder müssen alle anderen auch so machen. Oder aber in den USA funktioniert das so und so, dann funktioniert es ja auch in der Schweiz so und so. Dem ist nicht so. Wenn ich eine Musik auch in einem nicht kommerziellen Zusammenhang, so wie wir bei Radio Walchwil ja aufgestellt sind, wir haben keinerlei Erlösströme. Also wir nehmen nichts ein. Es hat keinen kommerziellen Hintergrund. Wir machen das, weil es uns wahnsinnigen Spaß macht. Trotzdem, sobald ich dort also etwas benutze, ein Bild, einen Ton, Bewegtbild, was es auch immer sein mag, was einem Nutzungsrecht unterliegt, muss ich für dieses Nutzungsrecht bezahlen. Das ist beispielsweise in den USA ist das ein bisschen anders. Komme ich gleich drauf. Wenn ich also, wie bei der Filmmusik-Episode, Lalo Schifrin spiele die Titelmelodie von Bullet vom Film. Und egal wie lange ich die spiele, muss ich dafür in der Schweiz einen Beitrag abführen. Und das ist mit relativ viel Aufwand verbunden, weil ich muss der SVISA mitteilen, der nationalen Rechteverwertungsagentur. Ich habe dieses Musikstück, in dem Fall Musikstück, dann und dann für so lange in dem Zusammenhang für so und so viele Leute benutzt. Das muss man einzeln aufführen. Dadurch, dass wir sehr klein sind, können wir keine Pauschalen zahlen und die Pauschalen könnten wir uns auch überhaupt gar nicht leisten, also so wie Radiostationen und all das, obwohl die auch letztendlich im Kleinsten die Stücke aufführen müssen, die sie spielen. So, also, wenn ich was spiele, muss ich das aufführen. Es gibt eine Grauzone, mehr oder weniger. Diese Grauzone hat zu tun mit der Besprechung, also mit der in Anführungsstrichen Beurteilung von Musikstücken. Wir bleiben mal bei Musik, das ist am einfachsten, dann muss ich nicht immer hin und her springen zwischen Bilder und zwischen Bewegtbild und all sowas. Also, die Beurteilung von Musikstücken, die Kritik. Da gibt es eine kleine Grauzone. Und diese Grauzone haben wir uns hier und da ein bisschen zu Nutzen gemacht. Aber diese Grauzone ist immer ganz, ganz abhängig von auch wieder ganz vielen unterschiedlichen Faktoren.
In den USA sieht es folgendermaßen aus. In den USA gibt es, genau wie auch in Großbritannien, das Prinzip des Fair Use. Wenn ich also dort Musik abspiele in einem vernünftigen Rahmen, nicht kommerziell oder auch in einem vernünftigen Rahmen kommerziell, wenn ich also redaktionell über diese Musik spreche oder als Fan über diese Musik spreche, dann habe ich einen kleinen Freibrief. Das sind zwischen 10 und 30 Sekunden oder bis zu 30 Sekunden, in denen ich diese Musik spielen darf. Ich bin also ein Podcaster in den USA oder im United Kingdom und will dort meine große Liebe zur Musik, The Who beispielsweise, das müsst ihr wohl scharf stellen, der Hund stellt nicht scharf, Quadrophenia, The Who, der Welt mitteilen. Dann kann ich das machen. Dann kann ich das machen, indem ich jedes Musikstück bis zu 30 Sekunden anspiele. Und da meckert auch niemand drüber. Es sei denn, die Künstler sagen, nee, auch das wollen wir nicht. Und da gibt es so einige Künstler, die das sagen. Und es ist kein Urteil, aber beispielsweise The Eagles wollen das nicht, Metallica will das nicht. Und da gibt es so einige, die sagen, nee, pass mal auf, darfst du nicht, mach das zu. Und die gehen dann entweder direkt an den Podcaster oder aber halt über die Verteilungsplattform. Apple Music, Spotify, Amazon Music, wie auch immer, YouTube. Und sagen, musst du zumachen, geht nicht. So. Aber im Grunde genommen 99% der Fälle, 30 Sekunden Musik, weil ich Fan bin, kann ich darüber erzählen. In der Schweiz gibt es dieses Prinzip des Fair Use nicht. Wenn ich also etwas in der Schweiz produziere und aus der Schweiz heraus publiziere, brauche ich von Sekunde 1 an die Nutzungsrechte. Und ganz wichtig zu verstehen ist, mit den Nutzungsrechten macht der Musiker, macht der Künstler das Geld. Auch da gibt es wieder Unterschiede. Derjenige, der die Musik oder diejenige, die Musik geschrieben hat, verdient das meiste Geld. Derjenige, der die Musik interpretiert hat, also gesungen hat, kriegt auch Geld, aber nicht ganz so viel. I Will Always Love You, geschrieben von Dolly Parton. Gesungen von, berühmt geworden durch Whitney Houston. Dolly Parton bekommt das meiste Geld und Whitney Houston hat auch ein bisschen Geld dafür bekommen, aber nicht ganz so viel. Eine schöne Geschichte ist auch noch Every Breath You Take von The Police, geschrieben von Gordon Sumner, genannt Sting. Ist benutzt worden von P. Diddy, Puff Daddy, wie auch immer. Ein Sample, Every Breath You Take. Jeder kennt das irgendwie. Und Puff Daddy hat vergessen, die Nutzungsrechte einzukaufen, beziehungsweise Sting anzufragen. Sag mal, darf ich das benutzen für meinen Song? Und er hat den Song veröffentlicht und dann ist Sting zu Puff Daddy gegangen, oder der Agent von Sting zum Agenten von Puff Daddy, und hat gesagt, Sag, das ist ja nicht so schön, was ihr da gemacht habt. Und da hätten wir gerne, wie man in Hamburg sagen würde, einen Abschmatz. Ne? Also eine Kommission auf all das. Und die bekommt Sting jetzt auch. Seit Veröffentlichung des Songs von P. Diddy und bis ans Ende aller Tage bekommt Sting $2.000 pro Tag für die Nutzungsrechte. Ist noch ganz interessant, finde ich noch ganz spannend. Einerlei. Mit den Nutzungsrechten verdienen die Künstler Geld und das ist auch richtig so. Und das wird immer schwieriger, mit Musik Geld zu verdienen. Es gibt eine Vielzahl von Musikern, von Künstlern, die von der Musik, obwohl sie brillant sind und auch obwohl die Musik überall zu hören ist, in aller Munde ist, hochgelobt wird. Hochgelobt wird entweder in den Hitparaden oder hochgelobt wird von der Kritik, verdienen diese Künstler mit der Musik kein Geld mehr. Und auch da ein Beispiel, Snoop Dogg, der großartige Snoop Dogg, der
Musik schreibt, Musik produziert, Musik interpretiert, etc., etc., ist auch auf Spotify. Und er wollte mal wissen, Snoop hat viel Geld verdient, wahnsinnig viel, und verdient immer noch wahnsinnig viel Geld. Und trotzdem wollte er wissen, pass mal auf, wie viel Geld verdiene ich denn mit meiner Präsenz auf Spotify? Und da hat er sein Management gefragt. Und die haben ihm die Zahlen besorgt. Und mir fällt der Song jetzt nicht mehr ein, was ist relativ, war in diesem Jahr, also relativ kürzlich, ein Song, der von ihm gestreamt worden ist. Und das ist ja jetzt nur noch Streams, das wird alles in Streams gezählt. Nicht mehr Plattenverkäufe oder sowas, sondern wie viel Mal ist dieser Song gestreamt worden, also heruntergeladen worden. Ne? Nicht heruntergeladen, sondern gestreamt worden. Der gehört einem ja dann nicht, sondern man hört ihn dann einmal. So, wie viel Mal? 1 Milliarde Mal. Zum Verständnis, 1 Milliarde sind 1000 Millionen. Der Song ist 1 Milliarde Mal gestreamt worden auf Spotify. Snoop hat damit, seine ganze Firma, Death Row Records, hat mit diesen 1 Milliarde Streams $40.000 verdient. Also, wahnsinnig komplexes, echt schwieriges Thema. Wer etwas schafft, gerade im künstlerischen Bereich, ist auf diese Nutzungsrechte angewiesen. Aber dann gibt es auch wieder Menschen wie uns, Kleinstorganisationen wie uns hier bei Radio Walchwil, die eine wahnsinnige Leidenschaft für Musik haben, für Filme haben, für Kunst haben und der Welt mitteilen wollen, dass es diese Musik, dass es dieses Bild, dass es diesen Fotografen, bla 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 bla, dass es das gibt. Ohne zu sagen, pass mal auf, wir machen das jetzt, um unser Produkt besser verkaufen zu können. Weil wir haben natürlich ein Produkt, aber das ist ein nicht kommerzielles Produkt. Also das ist immer so ein bisschen ein Jonglieren. Auf der einen Seite soll jeder Künstler Geld dafür bekommen, wenn er seine Kunst veröffentlicht und diese Kunst genutzt wird. Auf der anderen Seite tragen wir auch ein bisschen dazu bei, dass die Kunst genutzt wird. Und deshalb wäre das Prinzip des Fair Use, also der vernünftigen Benutzung von Kunst, auch hier wünschenswert. Gibt es aber nicht. Also müssten wir theoretisch der Swisa mitteilen, also der Verwertungsgesellschaft mitteilen, wir haben das dann und dann gespielt, so und so und so und so und so und so. Und da gibt es dann einen Schlüssel, nachdem das Ganze berechnet wird, und dann müssen wir das entsprechende Geld bezahlen. Das kann mal wenig sein, das kann mal viel sein. Das ist aber für uns hier ein enormer Aufwand. Alleine diese Listen zu führen. Wann habt ihr das und das nicht gemacht? Weil es ist auch nicht damit getan, dass man diese Liste ausfüllt, und da gibt es Formulare und die einsendet, sondern da kommen natürlich auch Rückfragen. Und wann und wie und wo und was. Und wenn man dann einmal in der Maschinerie drin ist, dann gibt es sehr viele Rückfragen. Also versuchen wir vernünftig zu sein und wir versuchen das System zu verstehen, damit wir das System ausnutzen können. So, jetzt haben wir also die Filmmusik-Episode aufgenommen und wir haben Originalmusik benutzt von zeitgenössischen Künstlern, von Künstlern, die vielleicht nicht mehr leben, aber natürlich existieren die Nutzungsrechte noch, etc., etc., etc. Das haben wir gemacht. Und dann nehmen wir das Ganze, ja, das Ganze wird ja aufgenommen hier bei uns mit Mikrofonen und mit Kameras, und dann kommt dann eine Videodatei dabei raus. Diese Videodatei nehme ich und bringe die auf den Schnittplatz, also in die, wie es heißt, Post-Production. Also nach der eigentlichen Aufnahme die Nachbearbeitung. Und die Nachbearbeitung sind dann verschiedene Schnitte, obwohl wir ganz, ganz wenig, wenn überhaupt, schneiden. Vielleicht am Anfang und am Ende ein bisschen was. Das sind die Musik, die ihr hört. Das ist der Filter, das sind die Titel, das ist der Abspann, etc., etc. All das. All diese ganzen Geschichten. So, man sagt, dass
pro Minute, so ein Schlüssel, so ein allgemeiner, pro Minute Originalvideo fällt 1 Stunde Nachbearbeitung an. Das ist bei uns nicht ganz so viel, aber es ist dennoch viel. Und es macht es macht einen wahnsinnigen Spaß. Viele Sachen kenne ich in der Theorie und kann die toll präsentieren und erklären mit allem, was dazugehört. Nur wenn man dann davor sitzt, dann kommt wieder die Produktionsangst, das Wasser läuft einem oder mir hinten den Rücken runter, aber alles wunderbar. Also, die Nachbearbeitung. Dann gehe ich her und dann muss ich 2 Dateien produzieren daraus. Ich habe also alles in einem Schnittprogramm zusammengeschnitten. Und das ist dann also die Folge von Radio Walchwil, die ich veröffentlichen möchte. Und einmal möchte ich Video und Ton veröffentlichen. Das ist das, was auf YouTube passiert. Und dann möchte ich nur den Ton veröffentlichen. Das ist der Audio-Podcast, der auf Spotify, auf Apple Music und auf Amazon Music zu finden ist. So, dafür muss ich also 2 Dateien aus dem Schnittprogramm heraus exportieren. Das läuft automatisch. Das muss ich einmal einstellen. Das hat bestimmte Musterfilter, Funktionen und dann geht das. Das dauert ein bisschen, aber das funktioniert. So, dann habe ich eben diese beiden Dateien. Nur Audio und Video. Und dann bleiben wir bei YouTube. Dann gehe ich auf YouTube und dort gibt es das YouTube Studio. Das ist für uns als Inhalteproduzenten die Schaltzentrale. Da laden wir dann die einzelnen Episoden hoch. Wir sehen sämtliche Statistiken, wie viele Zugriffe, wie viele Besucher, welche Kommentare mit allem, was dazu gehört. Und wir laden das Ganze hoch und das dauert natürlich auch. YouTube optimiert das dann nochmal, obwohl YouTube ganz bestimmte Vorgaben macht, welche Dateien mit welchen Einstellungen könnt ihr denn hier eigentlich hochladen, was ist am besten für uns. Aber YouTube optimiert das Ganze dann nochmal für die Plattform. Es wird hochgeladen, es wird konvertiert und dann steht es zur Verfügung. Zwischenschritt ist allerdings noch, dass YouTube einen Copyright-Check macht. So, und dieser Copyright-Check schaut sich an über eine Mustererkennung. Und eine Mustererkennung ist folgendes. Eine Mustererkennung schaut nach wiederkehrenden Elementen. Die Mustererkennung von irgendwoher kennt. Das ist am Ende des Tages ist das eine Datenbank, die schaut und die hört. Also, das Video laden wir hoch, Filmmusik mit Roland und YouTube geht drüber und sagt, höre ich irgendwas, von dem ich weiß, dass es einem Copyright unterliegt. Und dann kommt ein Report zurück. Und da heißt es dann, pass mal auf, wir haben hier in dieser Episode diese 12 Fundstellen. Hast du dafür die Rechte? Du kommst aus der Schweiz, du musst also die Rechte haben. Fair Use funktioniert hier nicht. Hast du dafür die Rechte? Falls du die Rechte nicht hast, müssen wir dieses Video in bestimmten Regionen sperren. Das ist auch noch ganz interessant. Also nicht überall, sondern nur in bestimmten Regionen. Weil dort dann nämlich vermutlich mal die Gesetzgebung strenger ist oder aber was die Regeln auch immer sein mögen. Also in bestimmten Regionen. Deshalb ist das Video in der Schweiz auf YouTube noch zu sehen. Dann wird es veröffentlicht und dann steht es da. Ab und zu kann es dann auch passieren, dass einfach bestimmte Segmente ausgeblendet werden. Aber auf YouTube, Filmmusik, alles ist da in der Schweiz. Dann lade ich die Audiodatei für den Audiopodcast auf Spotify hoch. Warum auf Spotify? Weil Spotify das nennt sich dann Creators bei Spotify. Das ist das gleiche wie das Studio bei YouTube. Ist das für Spotify. Spotify funktioniert für uns von Radio Walchwil und für andere Podcaster als Generalverteiler. Was ich also da tue, ist, ich sage einmal, das ist mein Podcast und dieser Podcast soll bitte erscheinen auf, in unserem Falle Spotify sowieso, Apple Music und Amazon Music.
Dafür muss ich dann die sogenannten Credentials, das heißt also meinen Benutzernamen oder unseren Benutzernamen und das Passwort eingeben. Und sobald ich dann eine Episode auf Spotify hochlade, wird diese Episode von Spotify automatisch an die beiden anderen auch verteilt. An die beiden anderen, an die x anderen, je nachdem, was ich da einstelle. So, jetzt wird es dann aber lustig. Denn Spotify, Apple Music und Amazon Music haben andere Copyright-Mustererkennungsregeln als YouTube. Und nicht nur die Copyright-Mustererkennungsregeln, sondern auch die Konsequenzen. Bei YouTube sagt, ich habe das und das gefunden. In bestimmten Regionen ist deshalb dein Video nicht verfügbar. Gut. Spotify sagt, ich habe folgende Stücke, folgende Elemente, die unter einem Copyright unterliegen, gefunden. Wenn du mir nicht innerhalb der nächsten 48 Stunden zeigen kannst, dass du die Nutzungsrechte daran hast, nehme die Episode komplett von der Plattform. Also keine Ausnahme, keine Grauzone, kein gar nichts, sondern es wird komplett runtergenommen. Natürlich haben wir die Nutzungsrechte nicht. Ich hätte die wahnsinnig gern. Der Aufwand ist aber grotesk dafür. Aber nochmal, es schlagen 2 Herzen in meiner Brust, weil ich absolutes Verständnis dafür habe. Nur wir können uns das hier nicht leisten vom Aufwand her. Oder anders, wir können den Aufwand nicht leisten. Aber natürlich würde ich wenn das jemand von der Suiza hört, ich würde eine Pauschale zahlen. Eine angemessene Pauschale. Und die Stücke, die Spotify dann findet, sind andere als die YouTube findet. Also von den, ich weiß nicht wie viele Stücken, die wir gespielt haben, findet YouTube X und Spotify findet Y. Apple Music findet Z. Also ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Das macht es, gerade was das Thema Musik anbelangt, oder alleine nur beispielsweise, wenn ich jetzt mal gucke, zum Beispiel die Fotos, die ihr da im Hintergrund seht. Die Fotos sind von jemandem gemacht worden. Das sind übrigens Menschen, bin ich ein Fan von irgendwas oder habe ich Vorbilder? Ich glaube, das habe ich überhaupt gar nicht. Aber das sind Menschen, von denen ich sage, die machen ihren Job richtig gut. Wo auch immer, in Sport, in Musik, in Schauspielerei, in Politik oder wie auch immer. Ne? Also, warte mal, wo sind wir? Da sind wir hier, Katharina Valente, Keith Moon, Drummer von The Who. Hier unten haben wir Loriot. Hier haben wir Dame Maggie Smith, Dennis Rodman. Hier haben wir Miriam, da ist sie, ich muss das so machen. Nein, ich muss das so machen. Das ist ja alles spiegelverkehrt. So, hier haben wir Miriam Margolyes, bla 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 bla, so all das. Diese Fotos hat jemand gemacht und darauf liegt ein Nutzungsrecht. Eigentlich müsste ich dafür auch bezahlen, weil ihr die jetzt seht, weil ich das veröffentliche. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass das jemand finden würde, aber ein Fotograf hat dieses Foto gemacht und da hat er jetzt also die Nutzungsrechte. Nein, die Urheberrechte dran und kann die Nutzungsrechte vergeben. Soweit ist das. In den USA kann ich die Urheberrechte übrigens übertragen. Das kann ich in Europa, in der EU und in der Schweiz nicht. So, jetzt stehen wir also und überlegen, wie wir das denn in der Zukunft machen, wenn wir Musik haben. Weil das Thema Musik lasse ich nicht fallen. Ich telefoniere tatsächlich mit der Suiza und sage, was können wir tun? Und ich kann bitte mit Radio Walchwil nicht der Einzige sein, der an einer Lösung interessiert ist. Aber obwohl wir 2025 haben, ist das gesamte Thema nicht regulierte Medienlandschaft, sagen wir es mal so, relativ neu für viele Organisationen. Und die nach wie vor, das sollte ich vielleicht alles überhaupt gar nicht sagen, weil das der Suiza, wenn sie das sehen sollte, gar nicht gefallen wird, nach dem Grundsatz operieren, das haben wir immer schon so gemacht, da könnte ja jeder kommen. Wir gucken, wir versuchen das einfach mal zu machen. Also trotzdem,
müssen wir, wenn ihr euch übrigens ganz kurz fragt, das sehe ich jetzt auch hier gerade, was das hier ist. Wir haben Zitronenbäume im Garten, die sind in Kübeln auf Rollen und die habe ich jetzt also ins Winterquartier gebracht. Und Zitronenbäume haben so lange Dornen. Man hat mir also einen Dorn hier oben drin gesteckt. Aber bitte, bitte, ich brauche kein Mitleid, ich beiß mich da durch. Wie gehen wir jetzt also das gesamte Thema Musik in der Zukunft an? Wir werden es nicht fallen lassen, auf keinen Fall. Also was machen wir beispielsweise, wenn ich euch jetzt meine 3 Lieblingsalben, ist viel, viel, viel zu wenig, meine 3 entscheidenden für mein Leben, auch für mein musikalisches Leben, entscheidenden Schallplatten vorstellen möchte. Wie machen wir das Ganze? Das wird jetzt nicht passieren, jetzt gerade, aber was ist das? Also wenn ich euch vorstellen möchte, und ich habe die 3 hier, das sind die CD-Inlets, ich habe eben schon mal versucht, das Ganze scharf zu stellen, ich muss aber an der Kamera was umstellen, denn die Kamera sucht nach, das kann sie, Mustererkennung, ist eine visuelle Mustererkennung nach Gesichtern. Und wenn ich jetzt beispielsweise das reinhalte, dann müsste das funktionieren, weil sie Gesichter erkennt. Das ist also das Debütalbum von The Clash. Klassischer, melodiöser Punk. Dies ist zu hören. Hier haben wir The Who, Quadrophenia. Es erkennt kein Gesicht. Jetzt langsam hat es sich dann daran gewöhnt, nicht sofort ein Gesicht, aber es erkennt etwas. The Who, Quadrophenia. Konzeptalbum 1973. Einsame Insel. Sie dürfen ein Album mitnehmen. The Who, Quadrophenia. Und Frank Zappa, Live in New York. Dauert, da ist es wieder. Frank Zappa, Live in New York. Wir haben also einmal Punk, wir haben einmal Classic Rock und wir haben einmal Progressive Rock. Was tun wir jetzt damit? Ich kann euch das nicht vorspielen. Leider Gottes kann ich euch das nicht vorspielen. Ich würde das so gerne machen. Wir müssen das wahrscheinlich mal live machen. Radio Waldwil live. Notwendige musikalische Späterziehung für Erwachsene. Das machen wir irgendwann mal live. Im Gemeindesaal oder oben im Pfaffenboden oder im Vierabig oder wir machen es im Riviera oder wo wir es auch immer machen. Völlig egal. In der Zwischenzeit, solange wir aber nicht live sind, müssen wir Folgendes machen. Wir machen einzelne Episoden, in denen ich halt über die Alben dann jeweils spreche. Und den Link zu den Alben, oder aber wenn es ein bestimmtes Thema ist, zum Beispiel eben das Thema Progressive Rock, gibt es ja mehrere Gruppen, also von Frank Zappa, der sich wahrscheinlich verwehren würde dagegen, dass das Progressive Rock sei, ist es aber. Und Rush und Yes und Jethro Tull, wenn wir darüber sprechen, dann gibt es eine Playlist. Und das ist jeweils dann in den Kommentaren, diese Playlist. Und dann könnt ihr euch die Musik anhören und dann könnt ihr euch anhören, was ich dazu zu sagen habe. Das ist mal im Moment der Weg, den wir da gehen müssen mit Musik. Gott, bei Filmen, da haben wir noch überhaupt gar nicht angefangen, weil da wird es dann tatsächlich noch ein Stück weit komplizierter. Wenn wir jetzt also sagen würden, pass mal auf, wir wollen auch natürlich hier über Filme sprechen. Ich habe im Freundeskreis einige Filmemacher. Und wenn wir jetzt also über das Filmemachen an und für sich, wie erzähle ich Geschichten in Bewegtbild, mit allem, was dazugehört, sprechen wollen und dann vielleicht auch noch ein paar weitere Beispiele bringen wollen. Denn ein Film hat ja sowohl das fotografische Element, das heißt also das Bewegtbild, als auch den ganzen Sound, der dahinter ist, und den Soundtrack. Alles unterliegt Nutzungsrechten. Auch die Sounds, die ihr hört. Also wenn ihr einen Film schaut, dann sind 75% der Geräusche, die man in einem Film hört, nachträglich produziert und aufgenommen und in den Film geschnitten. Das hat was mit Tontechnik zu tun, weil natürlich bei einem Film in den meisten Fällen ist der Dialog am wichtigsten und die Geräusche werden dann nochmal extra aufgenommen. Also Auto fährt, Reifen rollen auf nasser Straße,
Schuhe laufen durch Schuhe. Ein Mensch läuft auf einem bestimmten Weg durch einen Tunnel mit einer bestimmten Art von Schuhe, etc. Das wird alles aufgenommen. Das nennt sich, Gott, wie nennt sich das nochmal? Foley heißt das. Ne? Also Geräuschemacher. Es gibt Geräuschemacher überall und die machen diese Geräusche. Auch dieses Geräuschemachen unterliegt Nutzungsrechten. Also bei Film ist das dann noch wesentlich komplexer. Aber natürlich lassen wir auch das Thema nicht fallen bei Radio Walchwil. Wir haben hier im Dorf ganz, ganz viele Menschen, die Musik machen, die großartige Musik machen, traditionelle Musik, moderne Musik, obwohl traditionell ja nicht unbedingt unmodern ist, aber ihr wisst, was ich meine. Alle Arten von Musik, mit allem, was dazugehört. Roland ist jetzt zweimal hier gewesen mit der Blasmusik, großartig. Und da werden wir ganz sicherlich auch noch mehr machen. Wir haben Menschen, die in der Filmindustrie arbeiten, aus Freundesbekanntenkreis, die etwas zu Filmen zu erzählen haben. Und auch die werden wir dann wiederholen. Wir werden über Fotografie sprechen, wir werden über Kunst sprechen, wir werden über Theater sprechen. All das übrigens. Ich habe eine große Leidenschaft für alles, was darstellende Kunst ist. Und das habe ich meiner Mutter zu verdanken, der großartigen Oma Siggi, die mich von klein auf damit geimpft hat, mit allem. Von Literatur, klassischer Literatur, Goethe, Schiller. Wir kennen das über moderneres, Heinrich Böll, Günter Grass, Ephraim Kishon, verschiedene Genres mit allem, was dazu gehört. Die Liebe zur Musik, das Verständnis über Musik. Also ja, ich habe einen bestimmten Musikgeschmack. Nichtsdestotrotz ist das Spektrum, was ich an Musik höre, relativ groß. Es gibt einen Kernbereich. Und dann gibt es viel. Ich höre klassische Musik, ich höre Jazz, ich höre Rock, ich höre Punk, ich höre Hip-Hop, mit allem, was dazu gehört. Und ich kann überall was Großartiges finden. Filme, Theater, Fotografie, Malerei. All das hat mir meine Mutter nahegebracht. Wie gesagt, die großartige Oma Siggi, die mich als, wie man sich vorstellen kann, Kind und Jugendlicher damit manchmal in den Wahnsinn getrieben hat, aber das ist alles irgendwo hängen geblieben. Und das finde ich herrlich. Und ich versuche das meinen 4 Töchtern irgendwie weiterzugeben. Ist eine spannende Aufgabe, aber das klappt dann schon. Also, wir beschäftigen uns mit all diesen Themen. Themen Kunst im weitesten Sinne. Und ihr wisst jetzt ein bisschen mehr, vielleicht ist das ja tatsächlich, und ich hoffe es, für euch auch interessant gewesen, damit ihr mal sehen könnt und vielleicht auch verstehen werdet ihr das ja sowieso, aber damit ihr seht, was nötig ist, damit das alles auf den Weg gebracht wird. Ja, und eine Kamera und ein Mikrofon und all das. Und was passiert danach? Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Das ist viel in Arbeit. Angie ist unterwegs, immer noch tauchen, kleine bunte Fische angucken. Nein, bitte, das nicht so verstehen, wie ich das eben gerade gesagt habe. Das ist super. Angie entdeckt die Welt und das Leben und alles, was dazu gehört. Das ist großartig. Wir machen weiter. Und wir freuen uns wahnsinnig über den Zuspruch, wir freuen uns wahnsinnig über die Kommentare, über die Hinweise und in allem, was dazugehört. Und bitte, 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 wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, dann sagt uns Bescheid. Wir würden uns sehr freuen. Tschüss.